Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin mal nicht alleine und auch nicht daheim. Ich bin nämlich in Lugano mit einzig wahren Can. Yeah! Yeah! Ich muss sagen, wir haben die Podcast-Folge absolut nicht geplant. Wir haben auch gedacht, wir labern mal, weil, to be honest, wir sind gerade eben in Lugano. Willst du mal erzählen, Can, wieso sind wir in Lugano? Wir sind in Lugano, weil du versuchst, Italienisch zu lernen. Yeah! Nein, also ich glaube, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Und zwar mache ich ein Projekt von der Schule aus, so ein Social Video, wo ich ein Selbstexperiment mache, wo ich 7 Tage probiere, Italienisch zu lernen. Es sind jetzt übrigens nur noch 5 Tage geworden, weil da 1000 Sachen dazwischen gekommen sind und irgendwie ja, nicht so nach Plan gelaufen ist. Und wie läuft's? Hure gut, Alter. Ich kann jetzt fließend Italienisch. Spaß. Nein, irgendwie, ich sage ehrlich, den ersten Tag habe ich mir Mühe gegeben, hure viel gelernt. Und jetzt gestern schon der 2. Tag gewesen, ja. Mhm. Heute ist der 3. Tag, heute habe ich noch nichts gelernt. Aber gestern war eigentlich okay gewesen. Ich habe einfach gefühlt, also ich habe auf Italienisch bestellt, okay. Und ich bin auch ins Hotel hinein und habe gesagt, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heisst. Aber ich habe vorhin nachgeschaut, was auf Google Übersetzer heisst. Aber ich bin ja noch in der Lernphase, Freunde. Merkt man, ich bin voll verkältet gerade. Es geht. Es tut mir leid. Aber genau, es ist einfach momentan hure viel los. Eben die All-In-Games sind ja noch gewesen. Soll ich eigentlich was davon erzählen? Interessiert euch das? Es kommt halt erst alles online am 30. Mai und du kannst hure gar nicht darüber erzählen. Aber du kannst als außenstehende Person erzählen, weil du ja eigentlich alles mitbekommen hast, einfach am Handy so. Also du wärst ja eigentlich auch als Ersatz dabei gewesen, oder? Ja, falls jemand ausgefallen wäre, aber, Ja. aber es ist niemand ausgefallen und darum bin ich nicht dabei gewesen. Voll. Ja, aber wenn jemand über das erzählt, dann eher du. Also weil ich habe ja wirklich eigentlich nicht mitbekommen. Ja, was will man da wissen? Also es ist einfach für die gar nicht gecheckt haben. Ich bin mega, also es ist noch spontan angefragt worden jetzt so, für die All-In-Games, für die gar nicht wissen, aber das sind so 30 Influencer machen mit und es gibt 29 Spiele, also so Games, so kurze. Und am Schluss gibt es einen Gewinner und halt bei jedem Spiel scheidet jemand aus. Und das ist über 2 Tage gelaufen. Ich darf jetzt noch nicht spoilern, wer rausgefallen ist, wer gewonnen hat und bla bla bla. Aber es war mega, mega nice gewesen und auch mega crazy. Also ich habe auch ein YouTube-Video dazu gemacht und das poste ich dann, wenn die Games ja schon online sind, damit ihr so ein bisschen hinter den Kulissen alles gesehen. Weil es ist halt auch noch sehr viel hinter den Kulissen passiert und von meinen Feelings her, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich über das will erzählen, aber ja. Sagen wir mal so, es war ein Auf und Ab der Gefühle. Ja. Weil es ist halt echt krass, ich mir vorstellen. Also ich kann jetzt auch voll kein Beispiel geben, was da für Games sind, aber ich mache jetzt ein Beispiel, das nicht gekommen ist, zum Beispiel Sackhüpfen oder so. Weißt du, so, und dann halt, wer am längsamsten ist, der scheidet aus. Und es ist halt wie über 2 Tage lang, also 15 Games pro Tag. Und das ist so hart intensiv gewesen, weil du halt ein Game hast und du bist halt so voll im Adrenalinkick. Und nachher, wenn das Game fertig ist, du bist weitergekommen, dann kannst du so ein bisschen entspannen. Und dann bist du so kurz wieder im Tief. Und nachher kommt wieder, nach 15 Minuten kommt wieder, sagt aber, es geht weiter. Und dann merkst du, wie dein ganzer Adrenalin wieder so hart in den Körper kommt. Und ich sage euch, das ist nicht einfach wie, wenn du daheim am Brady Dog spielen bist mit deiner Family oder wenn du im Schulsport am Fußball spielen bist. Alter, das ist wirklich, das ist wie Squid Game. So stelle ich mir Squid Game vor. Nur, dass wir nicht umgebracht werden, aber du bist halt wirklich... Du hast so Angst zum rausgehen, weil es an deinem eigenen Ego kratzt mega. Plus auch, weil du irgendwie willst ja bei der Gruppe noch dabei sein. Und wenn all deine Friends noch dabei sind und du scheidest aus und du kannst nachher nicht mehr dabei sein, es tut einfach weh, Alter. Du hast, das FOMO-Gefühl ist noch da. Und dann wird noch alles mit Kamera gefilmt. Du bist die ganze Zeit am Socialisen mit 1000 von Menschen. Du hast nie Zeit für dich alleine. Also das ist insane gewesen. Also als das Spiel vorbei war, habe ich wirklich am Can angerufen, habe ich mal alles müssen rausheulen. Ich glaube im Fall, es haben so viele Menschen geheult, wirklich. Es ist wirklich krass. Und es sind ja wirklich alle rausgefallen, ausser jemand. Ja. Schlussendlich. Ja, voll. Ja. Ja, es haben wirklich sehr, sehr viele Leute geheult und das ist schon noch krass, weil du kennst die Menschen schon, aber ich habe das Gefühl, in diesen 2 Tagen hast du die schon einmal auf einer anderen Ebene so kennengelernt, auf einer halt viel verletzlicheren Ebene, persönlicheren Ebene und so, du kommst halt irgendwann so ein bisschen an deine Grenzen und das ist schon crazy gewesen. Also, es war eine crazy Erfahrung gewesen, aber ich bin dann nachher auch heimgekommen. Ich hatte eigentlich einen Plan gehabt, am Montag, also wo
die alle In-Games waren, schon angefangen mit dem Italienisch lernen. Und habe nachher gedacht, okay, das ist jetzt wichtiger, ich muss jetzt nicht hergehen. Nur schon wegen FOMO, Alter. Und bin eben nachher heimgekommen und so gewesen, fuck, Alter, ich muss jetzt noch so viel machen und dann auch Kooperationen sind gekommen und alles. Genau. Wie war deine Woche so gewesen? Ja, gut. Ich bin psychisch Beistand von der Nati. Ja, Montag, Dienstag. Therapeut gewesen, Alter. Weil du bist auch schon vorher, habe ich das Gefühl, gehabt, irgendwie noch so ein bisschen auf der Kippe gewesen, so, wegen dem ganzen Stress und so. Ja. Und dann ist irgendwie in die so stressig, in das so, kann ich schwätzen, in das so stressige Umfeld rein gehen, ist dann auch gerade ein bisschen viel gewesen. Ja. Und, aber ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe gestreamt. Ich streame jetzt, Leute. Ja, stimmt! Oh mein Gott, das ist ein riesen Update eigentlich. Ja, voll. Schaut vorbei. Ja. Prinz Norin auf Twitch. Einfach mal da den Plug raushauen. Es kommen auch gerade im Moment täglich Highlight-Videos Das auf ist crazy. Prinz Noris. Mit 2 Z am Schluss. Voll. Nein, ist vor allem krass, weil du hast schon mega lange immer so, also kann ich mir schon ein Zeitchen mit dir zusammen und du hast immer gesagt, das wäre voll geil mal zu streamen und du willst das unbedingt machen. Also ganz früher hast du mal gestreamt, aber nie so auf Ernst mit jetzt eben zum Beispiel so Videos jeden Tag posten dazu und keine Ahnung. Und du hast jetzt mega lange das immer so gesagt, du willst das machen und es ist immer so weit weg gewesen. Jetzt ist es auch so da. Jetzt bist du auch Ja. wirklich 2-mal in der Woche am Streamen, oder? Oder mehrmals? Ja, so. So wie es geht gerade. Dann, wenn ich die bin Ja. am Abend, dann streame ich. Und einfach daily YouTube-Videos basically. Einfach da mal Big Shoutout Ja. an Jontan. Ja. Weil ich habe mit ihm mal darüber geredet und wir haben so gefunden, wir wollen beide eigentlich mal starten mit so ein bisschen Streamen. Und dann hat er mir einfach mal geschrieben, so, ey, lass heute Abend streamen. Und dann haben wir das gemacht und es war alles wack gewesen. Dann ja. habe ich aber nah das alles so ein bisschen aufgebaut und eingestellt und gemacht und da so. Ja, mal schauen, ob ich das durchziehe. Wäre geil. Im Moment schon. Voll. Ist eigentlich funny. Es macht eigentlich Bock. Ja, hure. Ich habe jetzt gerade, wann war es? Gestern? Oder vorgestern? Vorgestern. Haben wir zusammen einen Stream gemacht. Es war mega spontan. Ich bin irgendwie, wo bin ich gewesen? Ich bin irgendwo heimgekommen. Oder? Hey, du bist daheim gewesen die ganze Zeit, aber du hast irgendetwas noch gemacht. Ja, ich weiß es Und gar dann nicht bist du einfach dazugekommen. Ja. Und dann nachher- haben wir noch ein paar Sachen gemacht. Ja. Da können wir dann noch ein paar Highlight-Videos Ja, wenn ihr gehen verpassen, rein. was da im Stream passiert ist. Genau. Aber es war hure lustig, gewesen, weil ich Voll. eigentlich noch nie... Ich bin noch nie so richtig in einem Stream gewesen, glaube ich. Also Oder schon? dort, wo ich früher gestreamt habe, vor so 4-5 Ja, stimmt. Jahren, Aber, dort dann, hast du auch schon mal mit mir gestreamt. aber haben wir jetzt so wirklich so auf Sachen reagiert und so? Nein, ich glaube, wir haben vor allem so einfach Fragen beantwortet. Ja, ich Und glaube. ein bisschen so. So ein bisschen mehr TikTok-Livestream-mäßig. Genau, ja, Jetzt so. haben wir auf kranke Videos reagiert. Ja. Weißt so, ja, ich sage jetzt nicht zu viel, aber weißt so die Videos, wo du so, dass der John versus ich, wer das besser erraten kann und so, das ist noch lustig, oder? Ja, ich kann schon sagen, das ist nicht so schlimm. Wir Ja. haben Flaggen erraten gemacht, wir Crazy! haben Logos erraten Ja, das war lustig. gewesen. und wir haben uns vorgenommen, in Zukunft irgendwann auch mal Ja. so noch auf alte Videos reagieren. Das wäre, glaube ich, funny. Das wäre so Kann man so lustig. Background-Stories auspacken, so wie Ja. was, wo dann gelaufen ist und so. Ja, Voll. weil allgemein, also wir haben uns ja kennengelernt zu dieser YouTube-Phase damals, von 2018. Mhm. Das heisst, wir haben auch hure viele YouTube-Videos wir haben auch hure viele YouTube-Videos eigentlich zusammengedreht, wo wir einfach noch nicht mal zusammen waren. Das finde ich auch lustig. So, oder Mhm. wo, wir haben halt 3 Jahre lang unsere Beziehung ja eigentlich geheim behalten, sage ich mal. Also Aber nicht dort sind wir ja schon Öffentlichkeit zusammen gewesen. Dort sind wir schon zusammen gewesen, aber es hat halt niemand gewusst. Ja. Und ich finde es dann irgendwie hure lustig, die Videos zu sehen, Mhm. indem wir so tun, als wären wir einfach Kollegen. Ja. Und, okay, das ist jetzt too much information, aber wenn man so intime Fragen beantwortest und einfach mir so tun, ja, hast du auch schon mal das erste Mal gehabt? Ja, ich auch schon mal. Ah, was? Krass. So mega auf cringe. Aber ja, lustig. Das bin ich mega gespannt, wie die Videos dann werden. Ja, mal Und das schauen. ist- Machen wir vielleicht mal. Ja, auch Background-Stories eben von dieser Zeit damals. Darum, von dem her, abonnieren, dann verpasst ihr nicht, wenn wir auf Videos reagieren. Aber ich finde das im Fall mega krass. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, so letzte werde ich wieder öfters so angesprochen, von, dass sie mich von dieser Zeit schon kennen. Mhm. Also eben so mit, ich kenne dich noch von dieser YouTube-Zeit, noch mit Mark Galaxy und bla bla bla. Und ich glaube, es gibt eben schon noch viele Leute, die dort dabei waren und das unterschätzen wir irgendwie so, weil wenn man jetzt so TikTok hat, dann sind das so ganz krank, also viel krassere Zahlen, sage ich mal. Und man wird halt irgendwie auch viel mehr erkannt so in der Öffentlichkeit, weil du halt
viele kennen dich vom Aussehen, also wenn du halt einfach auf der For You-Page scrollst, dann sieht man vielleicht mal mein Gesicht, aber man verfolgt mich jetzt nicht so aktiv und dann erkennt man mich und will mich vielleicht ansprechen, hey, du bist aktiv auf TikTok. Und damals bei YouTube war es halt wirklich so, man hat aktiv sich entscheiden dafür, um ein Video von uns anzuschauen und um uns zu verfolgen. Und das ist schon ein bisschen anders. So. Ja, es war schon ein bisschen anders gewesen. Da hat es nur YouTube gegeben, sozusagen. Ja. Und natürlich noch 1, 2 andere Sachen, so, aber nicht, dass die Hochformat-Feed-Sachen hat es noch nicht gegeben. Ja. Und wir hatten früher schon eine kleine Community gehabt, so. Das war recht geil gewesen. So, es ist eine schöne Zeit, um daran zurückzudenken, aber ich finde es auch cool, dass sich das wie mehr geöffnet hat. Also wie heute Leute, die TikTok machen und so, wenn du denen ein Schnittprogramm zeigst auf dem Computer, die bekommen alle gerade Nervenzusammenbruch. So, es ist schon krass. So. Und für mich oder uns vielleicht, ich kann dich dort auch mit reinzählen, ist das so das Normalste, dass man die Sachen auf dem Computer schneidet oder dass man halt dann einfach mal keine Ahnung wie viele Stunden in einen Schnitt von einem YouTube-Video investiert und so, wo dann die Reichweite, die zusammenkommt, nicht jetzt das Gleiche ist, wie wenn du 5 TikToks machst, höchstwahrscheinlich so. Aber das war eine schöne Community gewesen, so. Und ich werde auch heute noch darauf angesprochen, auf diese Zeit. So. Also es ist irgendwie den Leuten scheinbar auch im Kopf geblieben. Das finde ich, also ich muss sagen, das finde ich eigentlich fast die geilste Zeit gefunden. Klar, jetzt ist es so voll anders, weil zum Beispiel jetzt gibt es ja so eben mega viel mehr Influencer so, und mehr Leute, das heisst auch mehr Events und mehr zum Beispiel jetzt die All-In-Games, die hat es früher wahrscheinlich viel weniger gegeben. Also ich habe das Gefühl, ich bin so die einzige weibliche YouTuberin von der Schweiz. Wir sind so eine mega kleine Gruppe gewesen halt. Und jetzt sind da schon Rechtspaare dazugekommen. Ich weiss nicht, wenn ich zu dir zum Beispiel gesagt habe, so, ach, es wäre so cool, wenn es mal so eine weibliche Person gibt. Nachher ist die Larusch gekommen. Aber gleich irgendwie so, ich habe das Gefühl, jetzt gibt es so viele Leute und ich finde das irgendwie mega geil. So. Ja, es hilft der ganzen Creator-Branche, besser gesagt, hat es geholfen. Ich würde sagen, vorher ist das alles, also vor TikTok, vor dem Lockdown, ist das alles so sehr klein noch gewesen. Und dann mit TikTok und Insta-Reels ist das Ganze viel, viel grösser geworden, was ja wie cool ist. Und inzwischen kann man ja auch einfach davon leben, so in der Schweiz, auf Schweizerdeutsch Content Creator sein. Und das ist bei uns noch, also ich finde, das ist so ein typischer Satz, so, man hat angefangen und gar nicht gedacht, dass man irgendwann mal damit Cash verdienen kann. So. Aber ich glaube, das ist bei uns eben auch wirklich gewesen. Ich glaube, wenn man heute anfängt, dann hat man vielleicht noch eher den Hintergrundgedanken, weil es jetzt heute viel mehr möglich ist. Aber bei uns, also ich habe wirklich, also ich habe nicht mal gedacht, dass ich mal irgendwo herkomme, weißt, ich bin so, habe angefangen mit YouTube und ich habe brüllt, als ich meine 1000 Abonnenten auf YouTube hatte, weil ich das so heftig gefunden habe. Ich bin dann im Klassenlager gewesen. Oder keine Ahnung, irgendwie so, ich hätte niemals gedacht, ich weiss noch, als ich den Adi so gefragt habe, ja, was, sie verdienen Geld, ja, wie viel verdienen die? So, ja, 5 Franken pro YouTube. Und ich so, oha, mega crazy, Alter. Und das ist irgendwie schon so, keine Ahnung, 5 Stutz auch verdienen, indem man ein Video verladen, das habe ich irgendwie mega krass gefunden. So. Gut, es hat zu dieser Zeit schon auch gegeben, dass man ein bisschen mehr mit YouTube verdient hat. Ja, aber so in der Schweiz? Stutz im Monat oder so. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich meine ersten 100 Stutz mit YouTube. Also ich habe es schon krass gefunden, dass ich dann irgendwann so... Ich bin ja noch nicht mal 18 gewesen. Du bist halt zu dieser ganzen Zeit, wo bei uns das alles so ein bisschen grösser war, bist ja du noch relativ klein gewesen. So. Ja. Und eben, du kannst erst ab 18 kannst du anmelden, dass du Geld damit verdienst. Stimmt, ja. Und ich habe mit 16 angefangen. Das heisst, ich kann halt nicht mal Cash können. Also weißt, ich hatte nicht mal Gedanken gehabt. Bist du 16 gewesen? Ja. Wie alt, wo du hast angefangen? Ja. Crazy. Krass. Ja, also ich auch, aber irgendwie du bist ja jünger als ich. Fuck. Scheiße, halt einfach. Aber 16, Alter, meine Schwester wird 19. Meine Schwester ist für mich so ein Baby, weißt du? Ja. Und dass ich so 3 Jahre jünger war, als ich mit YouTube angefangen habe, finde ich einen crazy Gedanken. Ja, das ist wirklich krass. Aber, also, keine Ahnung, ich habe das irgendwie einfach eine ultra nice Zeit gefunden, auch so. Weil du hast halt wirklich zusammen abgemacht, hast zusammen so YouTube-Videos gedreht und irgendwie, keine Ahnung, habe ich das super geil gefunden. So. Ja, the good old times, so. Hey, es geht. Also ich finde die ganze Entwicklung eigentlich auch nice
So. Also wie dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass es sich irgendwie so weiterentwickelt hat, aber wie so, dass die YouTube-Szene gibt es halt wie in der Schweiz eigentlich wie gar nicht mehr. So. Ja. Und das ist schon schade, weil das hat früher schon auch motiviert, so, wenn die anderen postet, hat man auch wollen posten und so. Ja. Und Schon hat irgendwie so... Alle am Sonntag, immer am Sonntag, am 5 oder 6 oder 7 sind einfach alle, Ja, die ganze Schweizer YouTube-Szene ist jetzt so crazy gegangen. stimmt, ja. Voll, ja, aber es hat einfach wie so eine Community gegeben, weißt, wo auch die Zuschauer wie irgendwie so hast können im Kreis schicken und man hat Insider gehabt und es ist wirklich so ein bisschen so eine Anfangszeit, wo es eben wirklich hat so eine ganze Community gegeben. Und ich habe das Gefühl, heute ist so das Community-Ding viel weniger da, weil es viel grösser ist. So. Also natürlich gibt es so die 1, 2 Leute, die man vielleicht wieder erkennt in den Kommentaren oder so. Aber du wirst halt auf TikTok einfach Leute angezeigt, die sich vielleicht gar nicht für dich interessieren oder dich gar nicht unbedingt verfolgen oder wie auch immer. Und das ist halt bei YouTube so, hast du richtig hart müssen grinden dafür, dass irgendwie dich Leute schauen und dann hat man zusammen Sachen gemacht, dass irgendwie von überall Zuschauer kannst irgendwie dort einbinden so. Ja. Das war schon ein Hustle früher. Das finde ich, das ist so, das merke ich jetzt zum Beispiel auch, darum finde ich es so geil, dass ich mit Podcast angefangen habe. Weil ich habe es zwar so auf YouTube gehabt, mache irgendwie YouTube nicht mehr so mega regelmäßig, aber wenn ich es mega gerne würde wählen, so. Also immer noch der Berlin-Vlog noch nicht fertig geschnitten seit 3 Wochen, scheiße. Aber irgendwie ein Podcast ist für mich auch so eine gute Möglichkeit, weil es ist halt so ein bisschen weniger aufwendig als das YouTube-Video. Und gleich merke ich, es ist so richtig aktiv, also weißt, so eine richtig starke Community da. Im Vergleich jetzt zum Beispiel so zu TikTok, weil halt da gibt es Leute, die sich wirklich so richtig entscheiden, zu meine Podcast-Folge zu hören und sich dann einfach so eine halbe Stunde oder eine Stunde gönnen, um einfach mir oder jetzt zum Beispiel uns so zuzuhören. Und das ist so viel mehr wert, als wenn einfach jemand schnell auf der For You-Page so dein TikTok sieht oder so. Weil, keine Ahnung, du merkst so, ich komme nie Hate-Kommentare über meinen Podcast. Einfach weil da Leute dabei sind, wo du weißt, hey, die finde ich cool. Die hören jetzt nicht einfach so aus, also weißt du, was ich meine? So. Ja, es ist schon etwas anderes. Ja. Also ich finde eben das Ganze so klar bewerten, finde ich wie schwierig, weil TikTok und all die Formate wie überhaupt es auch möglich machen, dass man viel schneller und besser irgendwie gesehen wird, so. Weil es gibt einen Algorithmus für schweizerdeutschen Content und der funktioniert super, also gerade auf TikTok und inzwischen auch auf Reels so. Und das hat es halt früher so auf YouTube in der Schweiz gar nicht gegeben. So, also wie es einer der meisten Kommentare, die du immer bekommen hast oder dir Leute geschrieben haben, ist so, wow krass, ich habe gar nicht gewusst, dass es Leute gibt, die auf Schweizerdeutsch irgendwie Videos machen. Und dass überhaupt sind Leute aufmerksam geworden früher auf schweizerdeutschen Content, ist so viel schwieriger gewesen, als jetzt irgendwie wie heute. Und ich finde, das ist irgendwie auch eine coole Entwicklung, dass es wie zugänglicher geworden ist. Und das bedeutet ja auch, also es ist für alle, die sich irgendwie mit Social Media ein bisschen umgeben, was ja auch viel sind, so, keine Ahnung, ich würde sagen 90% von der Jugendlichen haben Social Media, wenn nicht mehr so. Ja. Und dann ist wie das heutzutage viel klarer, es gibt einfach schweizerdeutsche Creators so. Und das war halt früher gar nicht so gewesen. Also ich töne wie ein Boomer, aber ich habe früher sogar müssen erklären, was ich mache. Also wenn ich Leute habe erzählt, ich mache YouTube-Videos, das haben wir, also wie, wenn man das nicht ein bisschen gekannt hat, so von Deutschland oder so, das hat niemand gecheckt, vor allem niemand, der 10 Jahre älter war als man selber. Ich habe auch nur schon das Gefühl, es war damals ein viel krasserer Schritt gewesen, um so mit Social Media anfangen oder eben YouTube, als heute. Ich habe das Gefühl, heute gibt es sehr, sehr viele Leute. Oder es ist, glaube ich, auch nicht so ein riesiger... Also ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht irgendwie für andere reden, aber ich habe das Gefühl, heutzutage kannst du easy auch mal so ein TikTok aufladen. So, es gibt ja 1000 Leute, die irgendwelche TikTok-Accounts haben, wie so Instagram-Accounts. Und dann laden sie einfach Sachen auf und vielleicht gehen dann ein paar Sachen viral. Und bei YouTube hast du wirklich so gesagt, du machst jetzt den Schritt und dann hast du dein erstes Video, also mein erstes Video heisst mein erstes YouTube-Video, weil ich so gesehen bin, jetzt fange ich an, weißt du, so, jetzt fange ich an grinden. Und es war nicht mal so ein Ausprobieren gewesen. Und irgendwie, wenn du nach dem Dorf kommst, ist das so wirklich so,
hat hure die Runde gemacht. So. Ich weiss noch so, ich habe es mega für mich geheim behalten. Und dann hat irgendwie, wenn mein Bruder so im Game-Dings war, ist das nachher so irgendwann mal rausgekommen. Und es hat so das Lauffeuer gemacht in meiner Schule. Die macht YouTube! Und ich habe so 3 YouTube-Videos hochgeladen, weißt du? So. Und heute würde doch niemand kratzen, wenn jemand 3 TikToks hochgeladen hätte. So. Würde hure niemand kratzen. Oder ich weiss es nicht. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das immer noch auch ein Ding ist, dass wenn jemand versucht, egal ob es Musiker ist oder Creator oder irgendwie, dass es oft ein bisschen belächelt wird, wenn es nicht mega erfolgreich ist. Das ist irgendwie allgemein so ein Schweizer Problem, habe ich das Gefühl, dass man nicht voll einfach supportet, bevor es irgendwie so ein bisschen gesehen wird. Da habe ich das Gefühl, ist heute auch noch so. Ist früher wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen mehr so gewesen, einfach weil man es auch weniger kennt hat. Und jetzt so, jetzt, du machst so auf YouTuber, hast das Gefühl, du bist krass, bist etwas Besseres oder so. Gut, ich habe das Gefühl, wenn du so ein bisschen grösser bist und ich sag mal, dass du schon lange machst und so etwas erreicht hast, ist gleich ja auch noch, hey Influencer, wir machen nichts und keine Ahnung so. Also das ist ja schon da. Ja, aber ich finde, das ist immer so ein Thema, wo, also wie, es gibt ja schon, dass es Creator gibt, die jetzt nicht hure viel Arbeit haben. So. Und, also ich will jetzt nicht für so die Mehrheit reden, so. Aber also es gibt so die ganz platten, keine Ahnung, Leute, die einfach Bilder posten und so. Und natürlich hat das auch so seinen Aufwand, aber jetzt gerade, wenn du aktiv zum Beispiel YouTube machst, diese Arbeit wird safe mega unterschätzt, aber auch grundsätzlich Creator zu sein und irgendwie müssen, also ja, ich sage jetzt müssen, weil wenn man committet, dann muss man. Sonst kommen die Leute und sagen, oh, ja, du hast dich ja dafür entschieden. So, aber du musst ja irgendwie dir immer Content überlegen und das produzieren und du musst irgendwie auch damit klarkommen, dass dich hure viele Leute nicht cool finden und so der ganz psychische Stress, dass du wie ein Hobby hast, wo du nie kannst sagen so, hey, ich gehe jetzt eine Stunde ins Gym und dann gehe ich wieder heim und dann ist es wie gegessen für heute. Oder du hast ja keine Feierabend, so. Eben, das meine ich. So, du bist einfach die ganze Zeit drin und dran. So, ich merke es jetzt auch mega wieder mit dem Streamen und so den Highlights machen. Ja. Ich bin die ganze Zeit irgendwie am Highlight-Clip schneiden oder am Streamen und wenn ich nicht gerade am Streamen bin oder Highlight-Videos mache ich irgendwelche Designs oder muss irgendetwas einrichten. Und das ganze Zeug ist schon, mir unterschätzt mega, wie viel Arbeit es ist. Ich würde trotzdem sagen, wahrscheinlich ist es mit allen Benefits, die du bekommst, so, es ist ja schon cool und wahrscheinlich nicht gleich. Also man kann es nicht ganz vergleichen mit so einem klassischen 8-to-5-Job. Für mich kommt es halt darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel beim SRF schaffst. Also ich habe zum Beispiel das mega stark gemerkt, so, beim SRF bin ich ja so ein bisschen angestellt gewesen. Und wenn ich das irgendjemandem erzählt habe, gerade so eben bei älteren Leuten oder bei, keine Ahnung, wo du merkst, Leute sind jetzt so, Influencer machen nichts. So, ich habe beim SRF habe ich basically nichts gemacht. Und die sind aber hure so, oh mein Gott, was crazy, Alter, was ein Flex und mega krass. Und bei mir ist es zum Beispiel eben beim SRF so gewesen, ich habe gefühlt nichts gemacht. So, ich habe moderiert so und das einmal... Das ist ja nicht nichts. Nein, logisch ist es nichts. Aber im Vergleich zu Social Media und Influencers ist für mich das nichts. Weil ich mache so viel mehr im Influencering, als ich bei SRF gemacht habe. Und ich habe es immer so krass gefunden, anhand der Reaktionen gesehen, dass SRF dann so anerkannt war und das Influencer sind so hure nicht und so la, ich mache nichts und verdiene Geld. Das hat mich immer so ein bisschen genervt, weil ich mir so gedacht habe, wieso ist, also ich verstehe eben, wie du gesagt hast, ich verstehe den Vorwurf, also wie das Vorurteil von, es gibt auf jeden Fall Influencer-Leute, die gefühlt nichts machen und einfach jede Werbung annehmen und einfach probieren, möglichst viel Cash mit möglichst wenig rauszuholen, sage ich jetzt mal so blöd gesagt. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Creators, die einfach Fun haben, das auch for real einfach machen, ohne einen Rappen zu verdienen, bin ich überzeugt. Und wo einfach das ganze Herzblut und die ganze Zeit und die ganze Kapazität in das reinstecken, weil es einfach ein riesiges Projekt ist. So. Und wenn du halt willst mit Geld verdienen, wenn du willst einen Job machen, dann gibt es ja logischerweise auch ein paar Sachen, die vielleicht nicht nice sind zu machen und du aber gleich musst machen so.
ich sage jetzt mal, Kooperationen fühle ich jetzt ehrlich gesagt selber so, ist schon anstrengend. So, also, es kommt natürlich darauf an, aber du musst halt, es gibt auch mega viele Sachen, die man im Hintergrund halt nicht sieht, wie mit diesen Brands in Kontakt stehen, Konzept schreiben, Konzept überarbeiten. Nur schon, wenn du ein Video musst machen musst, das halt wie nicht nur für dich ist, sondern irgendwie auch so ein bisschen muss approved werden und ja, ich weiß doch auch nicht. So, es ist halt wie schon noch mehr dahinter. Ja, safe. Aber das ist ja also... Du bist sich ja als Content Creator eigentlich einfach gewöhnt, sein Zeug machen und für das macht man es ja auch. Ja. Und dann der Weg, zumindest in der Schweiz, zum davon leben, ist mit Kooperationen und das ist auch nice. Aber trotzdem ist es ja wie, finde ich, schon noch anspruchsvoll, irgendwie Werbung zu machen, wo passend ist, wo authentisch ist, wo nicht einfach nur plump ist, so hey, ich habe da das Produkt oder was auch immer, sondern wie dass es wirklich nice ist und auch ein bisschen einen Mehrwert in Anführungs- und Schlusszeichen hat, so wie dass es wirklich, dass man das schaut und findet, das ist geil. Also wie, also das juckt mich nicht, dass das Werbung ist, weil es ist ein geiles Video. Und das ist safe Arbeit. Ja, und dass es auch funktioniert, wenn es nicht Werbung wäre. Wenn es eben, wie gesagt, wie du so gesagt hast, wenn es einfach wäre, hey, da ist ein Lippenstift, so geil, ich habe einen Rabattcode, kaufe den. Das ist so kein Mehrwert. Das würde ja nicht funktionieren ohne Werbung. Aber wenn du jetzt etwas Kreativeres machst, wie, ich mache jetzt ein mega plumps Beispiel, was ich mal gemacht habe, so einen Orangensaft und dann machst du halt, indem du am Muttertag deine Mama überraschst mit einem Morgen und alles schön ready machst. Das ist ein Video, das auch wird funktionieren ohne Werbung. So. Und ich habe das Gefühl, das ist halt schon ein bisschen aufwendiger, weil es halt nicht einfach nur eine Kamerastricke ist, sondern musst auch ja, ich glaube, also von außen klingt das jetzt wahrscheinlich auch recht kryptisch so. Also wie, du kannst es zum Morgen machen für deine Familie mit einem Orangensaft drin und bekommst dann Cash so. Ja. Klingt schon nicht jetzt mega anspruchsvoll. Aber ich glaube, das ist einfach so allgemein, wenn du in einem Arbeitsfeld nicht drin bist, dann verstehst du auch nicht, was es braucht, dass Sachen irgendwie entstehen. So. Und es ist auf jeden Fall mehr Arbeit dahinter bei ganz vielen Leuten, als man es wie sieht. So. Und es ist sehr anspruchsvoll, aber halt eher auf einer psychischen Seite und nicht auf einer körperlichen Seite. So. Ja. Und natürlich muss man auch sagen, so, es ist eine Branche, wo ganz viel wo Werbung eine grosse Rolle spielt, wo Reichweite eine Rolle spielt und wo einfach viel Geld auch ist. Also gerade in der Werbebranche ist einfach viel Geld und dann wird es vom Gefühl her auch schnell unverhältnismäßig, wie viel man verdient für etwas, weil man vielleicht das Gefühl hat, der Aufwand rechtfertigt das wie nicht. Aber es geht ja dann nicht nur um den Aufwand, sondern es geht um die ganze Reichweite, die man wie zur Verfügung stellt, dass dort darüber Werbung gemacht werden kann. Und diese Reichweite baut man sich ja über Jahre auf. So. Und also wie ich jetzt zum Beispiel, also das klingt irgendwie alles so rechtfertigend, aber ja, also wie ich habe zum Beispiel so 3 Jahre lang YouTube gemacht, ohne einen Cent so zu verdienen. So. Und vielleicht ist das halt wie Zeit, die man investiert hat dafür, wo halt jetzt ja, vielleicht das ein bisschen zurückgezahlt wird. Keine Ahnung. Jein. Also ich würde sagen jetzt YouTube so lala. Ja. Also wie der Aufwand, würde ich sagen, hat sich jetzt wahrscheinlich, also natürlich, was man wie kann sagen, so, oder durch, dass du YouTube gemacht hast, hast du mega viel gelernt, das Verständnis für Social Media, für Content Production, für das Ganze, was es mitbringt. Und das hat dir wahrscheinlich geholfen, dann auch auf den ganzen anderen Social Media Plattformen, so wie die Brand mitziehen und irgendwie das Gefühl haben, für wie mache ich Content oder wie stelle ich mich dar so. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt, was ja auch wie cool ist, dass es mit
TikTok und all dem viel schneller geht, um eine Reichweite aufzubauen und dann vielleicht mit dem können Geld verdienen. Aber das ist ja auch wie etwas Gutes. Und wie das mit das YouTube-Ding ist so, wenn du nicht viel Views machst, also nicht viel Views meine ich mit, wenn du nicht auf jedem Video, keine Ahnung, zwischen 50 und 100'000 Klicks machst, dann verdienst du kaum wirklich viel Geld damit. So. Ja. Also, und das ist, also eigentlich finde ich es mega schade, weil du über YouTube eigentlich kannst unabhängig sein, oder? Du kannst einfach deine Videos machen und mit dem Geld verdienen. Gut, in Deutschland kannst du das auch mit TikTok und Sachen. In der Schweiz verdienst du nichts mit TikTok, da verdienst du ja nur mit Kooperationen etwas. Genau, aber das meine ich ja. Also Ja. wie, wir sind ja nicht in der deutschen Content Creator Bubble Szene, wo du auch kannst mit TikTok einfach mit deinen eigenen Videos Geld verdienen so. Ja. Was ich mega schade finde. Und wie YouTube Schweiz ist Schweiz klein, dass du von dem könntest leben. Also es würde bestimmt gehen, wenn man eine gewisse Größe hat und also bestimmt gehen. Ja, setzen wir das mal in Klammern oder in Anführungszeichen. Aber wenn du jetzt mega gute Views hast, wie keine Ahnung, ein Lionel früher, dann hast du mit dem sicher Als so einen Switzerland. guten, meine ich ja, als Switzerland, dann hast du sicher ein bisschen Geld verdient, wie, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel das war, aber wahrscheinlich nicht ein ausgelernter Beruf, aber in der Ausbildung safe so. Und das ist eigentlich mega cool, oder? Weil du dann unabhängig kannst sein und nicht angewiesen bist auf Werbekooperationen. Und jetzt so in der Schweiz bist du halt mega angewiesen auf Werbekooperationen, was ja auch cool ist und eine Möglichkeit so. Aber du hast dann halt immer das, dass du oft irgendwie musst mit Brands zusammenarbeiten und Werbung machen, so. Was du manchmal vielleicht selber lieber nicht würdest machen, aber es gibt wie nicht eine andere Möglichkeit. Was ich aber auch muss sagen, es ist auch mega cool mit Brands zusammenzuarbeiten, immer wieder, so, weil es gibt coole Chancen, coole Projekte, coole Brands auch einfach so, Ja, auf jeden Fall. wo sehr nice sind zum Zusammenarbeiten. Aber das Thema ist riesengroß. Ja. Ich glaube, was man so grundsätzlich kann sagen, so irgendwie, also ich glaube, man kann sich erst wirklich ein Bild über dem Ganzen machen, wenn man es mal selber gemacht hat. So, ich weiß nicht, ob du das kannst vergleichen, aber eben so mit anderen Berufen kann man ja jetzt auch nicht sagen, wie viel Aufwand das ist. So, ich habe noch nie in einem Kaffee gearbeitet und wahrscheinlich, also ich denke mir jetzt wahrscheinlich so, ja, aber das ist einfach so ein bisschen Kaffee machen und so ein bisschen lieb bedienen, aber das ist safe hure stressig. Du hast sehr viele Leute, die anfangen zu reklamieren, die dumm tun, die keine Ahnung, wo einfach ein mentaler Stress ist so. Und ich finde, wie du kannst auch dich eigentlich nicht zu dem äußern, weil du es einfach noch nicht gemacht, wenn du es noch nicht gemacht hast, so. Darum, ja. Ja, also darüber äußern kannst du dich ja eigentlich über alles so. Aber Ja, ja, klar, also ich glaube so wirklich das ganze Social Media Ding und wie viel Arbeit das es wirklich ist und wie viel du auch musst machen, wo vielleicht jetzt nicht Bock macht, so das sieht man safe nicht. So, also ich glaube, Ja. so wie du, das ist ja grundsätzlich ein Problem von Social Media, dass man oft, also man sieht ja immer nur das fertige Produkt und die fertigen Produkte sind ja oft Ja. auch eher in einem positiven Kontext, oder? Weil man ja will Unterhaltung machen oder das und Leute haben wie das Gefühl, das ist die Person und die hat so ein cooles Leben oder das ist so nice alles. Aber man sieht wieder ganz Struggle dahinter Ja. nicht so. Aber was man zum Beispiel auch muss sagen, ist so, bei Social Media passiert nichts, wenn du einfach Zeit abwartest. Und ich will das jetzt nicht sagen, dass man in gewissen Berufen einfach abwartet, aber zum Beispiel jetzt im Zivildienst hat es öfter Einsätze gegeben, wo man einfach auch ein bisschen den Tag hat vorbeigehen. So. Ja. Also natürlich hast du Aufgaben und musst Sachen machen, aber ein Teil davon ist auch einfach hoffen und warten, dass der Tag vorbeigeht und dann bist du fertig und du bekommst dein Geld gleich. So. Ja, Und bei Social Media ist halt, wenn du nichts machst, das stimmt. dann passiert halt nichts. Also du musst für Social Media alles proaktiv machen. Und du hast halt auch keinen Chef, so. Du bist dein eigener Chef. So. Also wie, es hat einen Vor- aber eben auch so einen Nachteil, weil du halt alles selber in der Hand hast und Mhm. ja, alles selber musst du so koordinieren. Also ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, so,
Ich habe so in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen erzählt, dass momentan mega stressig ist, alles so ein bisschen so. Und ich habe jetzt eben auch mit meiner Mama geschrieben, sie hat mir auch geschrieben. Und ich habe geschrieben, also, ich soll das erzählen? Sie hat heute Morgen geschrieben, dass Lino nicht so gut geht. Und wenn ich von Lugano heimkomme, weil es könnte sein, dass er jetzt dann stirbt. Aber auf jeden Fall habe ich dann so geschrieben, Mann, das muss jetzt voll nicht sein, ich habe mega, mega Stress und alles und es geht alles hure viel und keine Ahnung, so gefühlt jeden Tag einen Nervenzusammenbruch, weil es so stressig ist. Und dann habe ich Mama so etwas geschrieben, so, was krass, so auf Social Media sieht es übel aus, es hätte ich einfach mega Spass. Und es hat mich mega so, was crazy, weil irgendwie so safe auf Social Media zeige ich ja zum Beispiel jetzt, ich bin an den All-In-Games und ich bin am Swiss Music Award und alles mega cool, jetzt bin ich in Lugano und so. Und irgendwie so hinter Kulissen siehst du gar nicht und dann ist es irgendwie auch logisch, dass außenstehende Leute denken, man hat einfach nur ein geiles Leben und es ist alles mega entspannt. Ja. Also da kann man dazu einfach sagen, seit du im Studium bist, ist eigentlich alles mit sehr viel Stress verbunden. Ja. Und kann man dir auch mal so Props geben, wenn man das sieht von nebendran oder auch ein bisschen beteiligt dran ist. Es ist einfach, also wie, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das Studium an der ZHDK ist, da hast du Präsenzpflicht, heisst du musst 80% vom Studium vor Ort anwesend sein, vom 9 bis am 5. Ja. Und alles, was dann wie noch kommt mit Social Media, musst du wie nebendran machen. Also wie du kommst heim, schaffst weiter, hast sozusagen Hausaufgaben vom Studium, musst irgendwelche Projekte machen, Sachen vorbereiten und du musst halt das ganze Social Media machen. Dann muss man noch die ganzen Kooperationen machen. Dann wohnt man nicht mehr daheim und muss den ganzen Haushalt machen. Gut, das muss jeder Mensch machen, aber wieso? Also es ist schon... Es ist schon nicht ohne so, aber man muss auch sagen, du hast dich für das entschieden so. Du hättest das Studium nicht müssen machen so. Aber es ist schon hure viel. Ja. Ich finde es vor allem auch krass. Also weißt, das Studium gefällt mir mega und das ist immer noch, also ich würde die Entscheidung immer wieder machen. Aber es war gleich auch so ein gesellschaftlicher Druck gewesen, weil ich schon gemerkt habe, wenn ich nur Social Media mache, dann heisst es immer so, ja, du machst in dem Fall eigentlich nichts. So. Also weißt du, so, klar, eben Ausbildung ist schon noch was anderes, als jetzt, wenn ich einfach irgendwo arbeite, ist ja egal wo. Aber gleich ist es dann so, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich mache zu wenig. Das Sitzen ist langsam anstrengend. Ja, aber also dazu will ich einfach auch noch sagen, ich habe ja bis jetzt keine Ausbildung gemacht. Ich habe auch keinen weiterführenden Abschluss an einer Schule. Also ich habe einfach das Z-Schuljahr gemacht und seitdem bin ich unterwegs im Leben so. Ja, voll. Und ich finde das Thema mit was ist eine Ausbildung und was nicht, natürlich, ich habe keinen Fackel in der Hand, so, wo beweist, so da, du hast einen Abschluss gemacht. Aber was man halt doch auch nicht darf vergessen, ist jahrelange Erfahrung in der Social Media Branche, in der Videoproduzentenbranche und das ist so, also ich weiß nicht, vielleicht werde ich jetzt für diese Aussage ein bisschen gecancelt, aber das ist auch eine Ausbildung. Also wie wenn du anfängst Videos machen, du musst dir ja alles beibringen. Das ganze Schneiden, das ganze Filmen, das ganze Verständnis für wie was funktioniert, Vertonung, etc. So. Also das ist, ja, doch, das ist eine Ausbildung und du hast ja ein Portfolio online und wenn man den Erfolg auch dann eben noch sieht, dann machst du es ja irgendwie gut. Also bei mir im Studium mache ich eigentlich schon das Gleiche. Ich habe ja immer wieder Module, wo ich nachher ein Projekt mache und abschließe. Und die Projekte kommen nachher in mein Portfolio eigentlich. Und klar, ich habe ab und zu einen Unterricht, logischerweise, wo ich ausgebildet werde. Aber wenn das jetzt mit... es sind ja theoretisch gesehen alles Sachen, die ich mir irgendwo so selber könnte... Also wie... Es ist auf jeden Fall eigentlich auch eine Ausbildung, einfach dass du halt nachher keinen Fackel hast. So. Und ich finde es halt irgendwie so ein bisschen schwierig, weil es gibt auf jeden Fall Berufe, wo du einen Fackel brauchst. Aber Definitiv. ich habe das Gefühl, also zum Beispiel logisch, wenn du Doktor willst werden, dann kannst du das nicht einfach selber bringen und dann aufkreuzen. Aber zum Beispiel jetzt gerade bei kreativen Jobs
Ja. So, zum Beispiel bei dir, du hast ja jetzt einfach Glück gehabt, dass du gerne kreativ bist und wie deinen Job kannst machen und auch noch ein paar 100 Jahre kannst machen, ohne Ja, eine Ausbildung zu also haben. ob es Glück ist, weiß ich nicht. Ja, ja, Oder klar. ob es einfach auch Interesse und dann viel Schaffen war. So. Aber also wie, ich kann da auch sagen, so zum Beispiel, ich habe ja auch jetzt in den letzten Jahren viel als Videograf gearbeitet und habe über mein ganzes Social Media Portfolio einfach auch ganz viel Kontakt geknüpft und immer wieder Arbeit gemacht, wo Leute haben geil gefunden Ja. und wie gefunden haben, hey, mit dem würden wir gerne zusammenarbeiten. Und ich habe auch Angebote von grossen oder Anfragen oder wie man dem auch immer sagt, von grossen Medienhäusern bekommen, wo jetzt andere würden wahrscheinlich noch crazy finden, so ohne Ausbildung, so das irgendwie zu machen. So. Aber also wie das ist eine Ausbildung. Und wahrscheinlich kannst du Marketing, Social Media studieren, aber du wirst nicht gleich gut sein wie jemand, der das erfolgreich macht seit 5 Jahren, seit 6 Jahren. Bei mir Ja. sind es jetzt keine Ahnung, 8 Jahre oder so. Und alles, was ich eigentlich gemacht habe, habe ich mir selber beigebracht. Also das ganze Social Media Ding, also schneiden, filmen, irgendwie ein Gespür haben für Social Media, Musik produzieren, mich aufnehmen, abmischen, Beats bauen, Ja. dann noch ein paar andere Sachen so. Aber so in all diesen Sachen, die ich gemacht habe, habe ich es mir selber beigebracht. Und wenn du das ja machst und verfolgst, dann bildest du dich ja. Und natürlich kann man das nicht auf alle Berufe übertragen, so, aber gerade in dieser Kreativbranche kann man so viel Learning by Doing machen. Also wenn man will Regisseur werden oder Kameramann oder Schauspieler, das funktioniert heutzutage alles auch Learning by Doing. Natürlich schafft das nicht jeder und es ist nicht so, man kann anfangen und man schafft es. Aber die Möglichkeit ist da, es auszuprobieren Ja, und einfach voll. dafür gehen. Und wenn du, keine Ahnung, ein geiler Schauspieler bist und ein Talent dafür hast und viel Arbeit reinsteckst und durch das an Ja. verschiedenen Filmsets bist und Rollen Ich würde bekommst. sagen, ein bisschen Glück brauchst du glaub, schon auch noch, eben, dass du am richtigen Ort zur Ja, richtigen aber Zeit das bist. ist auch immer, ich finde, die Glückskomponente, dass es einfach nur Glück ist, Nein, das nicht. gibt es wie nur unter der Bedingung, dass du dein Glück ein bisschen erzwingst. Ja, auf jeden Wenn Fall. wenn du auf den Weg gehst, dass du sagst, okay, ich commit mich jetzt auf das und ich ich tue meine ganze Energie auf das ausdingeln, dann wirst du immer wieder in Situationen kommen und Kontakt knüpfen, wo dem irgendwie helfen, weil du Ja. ziehst es irgendwie an. Und also das ist bei mir als Videograf mega so gewesen, Ja. oder? Du ziehst irgendwie das ganze Zeug an, weil du dafür gehst und weil du es machst. Und dann, also ich kann mit dem eigentlich einfach sagen, so in diesem kreativen Bereich, wenn ihr Bock habt, das zu machen, dann fangt an. Und wenn ihr 3 Jahre studiert habt oder 3 Jahre praktische Erfahrung gesammelt habt, macht das nicht unbedingt einen Unterschied. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Typ drauf an. Ich glaube, am nicesten, also ist es eigentlich, wenn es so eben irgendwo so ein bisschen doppelgleisig fährst, ist es zwar mega stressig so, aber ich habe zum Beispiel auch mit YouTube angefangen neben dem Gymi und es ist immer so, klar, ich hätte jetzt niemals Gymi abgebrochen, aber es ist irgendwie immer so das doppelgleisig fahren gewesen. Du machst dein Ding, lernst etwas und nachher bin ich dann in die Selbstständigkeit dann das Vollzeit gemacht. Und das wäre ja etwas anderes gewesen, wenn ich jetzt einfach das Gymi abgeschlossen hätte und dann einfach nichts gemacht hätte und dann mit Social Media so probiert hätte anfangen so. Und so das doppelgleisige Fahren ist wie das Testen und nachher merkst du, hey, das ist geil. So. Du hast ja das, glaube ich, auch so, ein bisschen so gemacht, oder? Also, ja. Also, wie gesagt, ich habe mich ja nie weitergebildet im Sinn von... Aber bist du Auf nicht in der einem- Schule gewesen, oder irgendwo Also, am Arbeiten? ne, also als Mann musst du irgendwann Zivildienst machen. Ja. Heisst, du hast dann auch einen Job, wo du Geld verdienst und musst arbeiten so und nebenbei dann das andere Zeug machen.
Aber ja, also ich habe schon gearbeitet auch. Also ich bin ein halbes Jahr im Zirkus gsi, ich habe ein Jahr lang bei einer Fernsehproduktionsfirma ein Praktikum gemacht, ich habe Zivildienst gemacht im Kindergarten, aber das ist ja alles losgelöst von einer Ausbildung. Ja. Also ich habe in keinem von diesen Bereichen eine Ausbildung gemacht. Ich habe wie Erfahrungen gesammelt. Nein, ich meine jetzt aber so wie während der Schule, klar ist jetzt Schule nicht mega Ausbildung, aber es ist ja also wie so Grundschule, also wie so, wie sagen wir dem? Einfach wie eine Schule musst du Grundbildung. machen. Ja, klar. Ja. Also ja, das habe ich gemacht, aber ich habe ja mit Social Media mit 16 angefangen. Ist das nach der Schule gewesen? Und Das was hast ist du denn gemacht? wahrscheinlich gerade ziemlich am Schluss von meinem 10. Schuljahr. Also ich habe Ja. oder ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe erst richtig angefangen, Ende, wenn nicht nach dem 10. Schuljahr. Ja, okay. Und dann habe ich Social Media und so gemacht. Und dort natürlich, muss man auch sagen, so, meine Eltern sind dort relativ entspannt gewesen und haben mich auch einfach mal nach der Schule ein bisschen machen lassen. Und dann habe ich wie ein halbes Jahr so ein bisschen einfach Stuff gemacht, verschiedenes. Und zum Beispiel YouTube so angefangen und das Projekt so. Und dann im Sommer bin ich auf Tournee mit dem Zirkus. Und Ja. dann habe ich über das Social Media Ding, das ich dort gemacht habe, nachher auch schon wie das Praktikum in der Fernsehproduktionsfirma bekommen, durch das ich Ja, Social voll. Media gemacht habe. Also die sind über Social Media Zeug, die ich gemacht habe, dann auf mich aufmerksam geworden. Und durch das habe ich dann wieder Platz bekommen für das Praktikum. Das war mir im SRF auch so, gewesen, die haben mich ja angefragt. Jetzt. Mhm. Das ist eigentlich schon, ja. Also und ab dem Praktikum, wo ich ein Jahr lang in dieser Fernsehproduktionsfirma war, habe natürlich nebenbei immer Social Media weitergemacht. Social Media. Und ab dann ist eigentlich alles, was ich gemacht habe, bis auf den Zivildienst oder meine Zivildiensteinsätze, ist ausgehend von dass ich mit Social Media habe angefangen. Also Ja. alle Jobs, die ich bekommen habe, sind aufgrund Stimmt. von der Richtung, die ich eingeschlagen habe. Ja. Also alle Videoaufträge, alle Produktionssachen. Und das sind ja schlussendlich gleich alles so Sachen, die du nachher auf das Portfolio hast können da, oder jetzt kannst du so. Ja, So, alles. Also wie das nimmt dir ja niemand das Wissen und die Und Erfahrung. die Arbeitserfahrung. So. Voll. Also, keine Ahnung, ich war letztes Jahr am Gampel mit dem SRF gsi, So. Ja. als Freelancer. Also, und wie die haben gewusst, so, der kann kommen Mhm. und versteht, was er machen muss, hat Erfahrung drin und die Videos werden höchstwahrscheinlich nicht scheiße. So. Ja. Aber hast du aber gleich noch so von der Gesellschaft auch so ein bisschen den Druck von, du müsstest jetzt eine Ausbildung machen? Oder hättest du es alleine Nein. machen? Also, es ist ja noch nicht zu spät, um etwas zu machen. Das ist True, ja so. ja. Und bei mir ist immer ein bisschen so, wenn in mir nicht kommt, ja, ich will das unbedingt machen, dann mache ich es nicht, weil, das ist ein bisschen dumm zu sagen, aber das ist mehr so ein grundsätzliches Gefühl. Wenn jetzt soll ich mich nochmal für das Studium bewerben, wenn es nicht macht, so, oh ja, ich habe voll Bock auf das, Ja. dann mache ich es meistens nicht, weil ich es dann nicht 100% will durchziehen, so, oder? Dann Ja. breche ich früher oder später ab oder lasse Fristen so verstreichen, dass es nicht funktioniert. Aber ich kann ja noch Film studieren, wenn ich Lust habe. So. Das habe ich auch mal wollen. Ich habe mich ja beworben auch bei der ZHDK, gerade nachdem ich 18 beworben, so eine Woche später, habe ich mich beworben. Und man kann ja als Dossier aufgenommen werden, heisst, man muss keine Matur haben, wenn ein außerordentliches künstlerisches Potenzial, Talent da ist. So, habe ich scheinbar nicht gehabt. Nein, das ist, geht auch um Perspektive und wo du hin willst. Und ZHDK ist sehr darauf aus, auch ein bisschen ihren Ruf im Auge zu haben und dass die Leute, die ZHDK machen, nachher auch ein bisschen einen Plan haben, wo sie hin wollen. Habe ich mit 18 natürlich noch nicht gehabt. Und das Ding ist, wo ich darauf aus will, wenn ich den Job, den ich mache, ohne Ausbildung besser mache als jemand mit Ausbildung oder mit Studium, dann nützt es mir ja nichts, diese Ausbildung noch zu machen. Also ich will nicht sagen, dass das der Fall ist, dass ich den Job besser mache, so, aber einfach jetzt mal so in Anführungs- und Schlusszeichen voll. Heisst, in einem videografischen Kontext für jetzt den
Social Media Content würde ich jetzt keine Ausbildung mehr machen. Ob ich vielleicht, wenn das Thema einen Film mache, begleite ich mich auch schon seit immer auf Social Media. Und wenn ich mal noch wirklich Bock habe, zum jetzt in das Filmding wirklich reingehen, dann könnte ich mir allenfalls schon vorstellen, noch ZHDK zu machen und Film studieren und dann den Master in der Regie machen oder so. Das ist lustig irgendwie. Aber, wenn wir so beide der ZHDK wären. Du, mal schauen. Also das ist halt so, wenn ich das mal will machen und das Thema wird, dann wird das Thema und dann will ich das machen. Aber ich bin jetzt ja natürlich mit Unterbrüchen, aber seit, keine Ahnung, 5 Jahren selbstständig. Natürlich mit Ups und Downs so. Es hat nicht immer gleich gut funktioniert. Und zwischendurch immer wieder mal irgendwie Zivildienst gemacht oder so. Aber ich habe es ja geschafft, bis jetzt irgendwie zu überleben und irgendwie Geld zu verdienen und meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. So. Natürlich verdiene ich wahrscheinlich nicht so gut wie jemand, der keine Ahnung, eine abgeschlossene Ausbildung hat. So. Ich habe aber auch zum Beispiel nie eine Produktionsfirma aufbauen und so richtig in das reingrinden. So, für mich war es immer, solange ich meinen Lebensunterhalt zahlen kann und irgendwie nebenbei mein kreatives Zeug machen, was mich auch schon immer ein bisschen begleitet so in meinem Berufsweg, dass ich aus meiner Kreativität viel mache. Ist immer gewesen, solange ich genug Geld verdiene und Platz habe, um mein kreatives Zeug zu machen, bin ich glücklich. Mehr oder weniger natürlich. Jetzt einfach oberflächlich gesagt. So. Ja. Ich habe einfach vorher auf die Zeit geschaut. Es ist 10 vor 12, wir müssen um 12 Uhr auschecken. Wir müssen jetzt ready machen. Schließen wir ab. Wir müssen langsam abschließen. Aber es war ein nice Tag. Ich hoffe, ihr habt es auch spannend gefunden und es war nicht zu fest so ein Nerd-Talk. Es war schon ein bisschen ein Nerd-Talk, aber vielleicht ist es ja interessant. Ja. Vor allem, ich sehe, ich habe fast Kalkül auf der Kamera und ich muss nachher mit der filmen eigentlich. Fuck. Ja also, gut. Hey. In dem Fall moderiert die Sache ab, Nati. Sorry, habe ich so viel gelabert. Nein, ist gut, es war spannend. Ich muss wahrscheinlich einfach noch schneiden im Zug. Aber ey Leute, danke. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe es spannend gefunden. Und ich werde wieder mal eine Podcast-Folge mit dem Jensen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!